Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Es war ein langer Sommer, Bro. Die Leute haben nicht verstanden, ich bin nächsten Sommer eigentlich gemeint. Wir haben eigentlich gemeint, wir kommen nächsten Sommer zurück. Scheiße, Ja. Mann. Wie lange haben wir jetzt nicht mehr aufgenommen? 3 Monate? 3 Monate. Ich glaube Anfang... Ich glaube Ende Juni. Ende Juni. So Juli, August, September. Hast du jetzt Juni gezählt? Die 3 Juli, Tage? Ah, August, September. 3 Monate, krass. 3 Monate. Das ist, glaube ich, die längste Pause allgemein Mhm. und die längste Sommerpause gewesen. Wieso, Jolas? Hey, wir haben gedacht, wir lassen auch mal so einen Podcast wie Finanzfabio da rum. Hey, wie lange sind wir am Aufnehmen? Krass, Alter? Bro, 20 eine Minute. Sekunden, Alter, am nachgekommen, Mann. Nein, Bro. Was war deine Frage gewesen? Ich habe nicht zugelassen. Ich habe Okay. echt einen Witz machen. Ich wollte, weißt du, für Community, Kommt, shout out Steve Maggie, Mann. Steve Merson, Mann. Vermisst dich. Wow, das wird Ich lieb. habe das Bild vom Das wird lieb, Steve Bro. Merson Das geküsst. wird lieb, Bro. Shit. Ich habe dich gefragt, für unsere Community, Mhm. wieso, Warum? ist aus dieser Sommerpause 2 Quartalpause geworden? Wieso sind wir im Herbst wieder zurück? Bro, der Sommer ist nicht ein Jahreszeit, Bro. Sommer ist ein Vibe, checkst du? Ist ein Mindset. Ist ein Mindset und mein Mindset ist bis und mit. Was haben wir heute für das Datum? Bis und mit 25. September. Ist Sommer gewesen, Bro. Ist für mich Sommer gewesen. I don't know about you bitches out here, aber für mich ist Sommer Wir gewesen. leben, keine Ahnung, was ihr macht. Jari. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. TikToker. Dankeschön. Erzähl, Nein, was ist dir gelaufen? Also es ist viel gelaufen. Ich weiß nicht, ich habe mega viele Sachen erlebt. Mhm. Ein paar Sachen, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ah ja? Nichts. Ja, Aber besser. ich habe gedacht, ich wollte dir ein paar Sachen erzählen. Ja. Aber um das vielleicht noch schnell abdingen, bevor wir da jetzt wieder Ja, reingehen, weißt, die unsere mach mal so einen Kreis und bevor man den geschlossen. Kreis schließt. Warum haben wir uns so lange Zeit gelassen? Die Frage kann man einfach beantworten, wie ich Lust gehabt habe. Wie wir können? Nein, Spaß mit Getrocknet. Nein. Wieso? Nein, sag normal. Mach mal anständig. Bro, ich glaube einfach, wir haben eine Pause gebraucht. Also ich habe eine Pause gebraucht, ich weiß nicht, was bei dir ist. Das sicher auch, ja. Mhm. Aber wenn die Leute sagen, aber Bruder, 3 Monate, ja, ich habe Pause gebraucht. Ich habe Pause gebraucht, Bro. Aber wieso? Nein, also ich habe einfach wie so gemerkt, erstmal Sommer Ich habe gedacht, Bist du rum gewesen? ich bin gar nicht rum gewesen, aber ich habe nur gedacht, nein, ich habe nur kurz gedacht, Weil mir jetzt neu, wenn du jetzt kommst mit Bro, ich bin fett im Ausgang gewesen, du Nein, warst 2 nein, Tage nein. gestürzt. nein, aber ich habe meinen Abschlussfilm gedreht. Der da? Der da, wo ich seit 3,5 Jahren geschrieben habe Ja, Mann. und immer wieder verändert hat. Ich Fertig habe gedreht? Fertig gedreht, Okay, ja. wirklich. It's a Es rap. war eine riesige Experience. Hast du gesagt am letzten Tag, it's a rap? Ich habe gesagt, it's a rap, nachher ist alle gekommen und er hat gesagt, heute werden die Mütter. Aber ich lieb's. Ja. Nein, Bro, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Kreativpause gewesen, es ist eine Mischung aus mich schnell auf andere Sachen konzentrieren und ich glaube, auf der dritten Seite wollte ich auch noch sagen, irgendwie, das Ganze hat sich in den letzten Jahren schon in ein Business entwickelt. Mhm. Ja, Mann. Und irgendwie, wir haben in allen Interviews, wo wir immer geredet haben, gesagt, sobald das unsere Freundschaft auf irgendeine Art und Weise Drunter leidet. tangiert oder... Was? Sorry. Ja, doch Deutsch, halt. Du bist nicht Ja, drüber Bro, mit Australien gewesen, Bro. Hast du auch mal Geometrieunterricht Einmal gehabt in der 5. Student, Klasse, Alter. Bro. Einmal bist du Shit. Student. Solange das nicht in die Quere kommt von unserer Freundschaft, ist alles gut. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, oder wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt könnte ein Moment kommen, wo es mehr Business wird als Spaß. Mhm.
Und das ist nicht ein Puff in Altstädte. Das ist kein Shisha-Bar. Das ist kein Shisha-Bar in Seebach. Das ist straight Fun. Und nicht nur Business. Dankeschön. Genau. Und von meiner Seite aus, ich habe noch wieder warten, bis mindestens 10 Leute schreiben, hey Jungs, kommen zurück. Ja. Und das ist recht lang gegangen. Du so, Alter, keiner schreibt uns Keiner so, hat fuck, geschrieben, man. Ja, Jungs, machen wir noch mal eine Pause. Wie früher, als ich Instagram deaktiviert habe, wegen Aufmerksamkeit. Ja, viel. Ja, klar. Wie die Facebook-Status-Update, weißt du, dass du im Spital bist, aber frag nicht wieso. Nein, das ist meine Story, Bro. Das ist meine Side of the Story. Was ist bei dir? Also in dem Fall, man kann sagen, bei dir, du hast einfach zu tun gehabt und du hast noch ein bisschen Zeit für dich genommen. Ich habe ein bisschen Zeit für mich genommen. Ich habe zu tun gehabt. Ich habe einfach gedacht, es tut, glaube gut, wenn man kurz ein bisschen Luft holt. Ja, okay. Voll. Geil. Ich von meiner Seite, wieso es ein bisschen länger gegangen ist, natürlich Ferien. Mal ein bisschen Ferien machen, mal ein bisschen Ich war auch in erholen. der Ferien. Ja, Ja, mal ein bisschen erholen. Aber auch einfach mal, also Sommer ist tote Hose, Bro. Keiner schafft im Sommer. Machst eine Pause, 4-5 Wochen, ihr kennt es. Und wieso es länger gegangen ist als 4-5-6 Wochen, ist einfach, weil gewisse Leute haben Sachen müssen erledigen, gewisse Leute haben müssen arbeiten, gewisse Leute haben müssen, keine Ahnung, Alter, allerlei Sachen. Also unter dem Strich, es ist nichts Spezielles passiert. Es ist nicht vorgefallen. Wir haben einfach unser Leben gelebt und dann gefunden, also wir haben schon mal darüber geredet, Bro, dass wir so Anfang September zurückkommen, Ende August, September. Und dann haben wir so darüber geredet, was so ansteht geht dann. Und dann haben wir gesagt, Alter, ob jetzt 2 Wochen vorher kommt oder nachher, machen wir lieber nachher, weil wir haben ja auch noch im September ein bisschen ein, zwei Sachen anstehen gehabt. Und ja, für mich im Großen und Ganzen, ich habe keinen Film gedreht. Ich bin Filmbruder. Ich bin in der Ferien gsi. Donne. Warte, ist es Techno? Schon, hä? Oh nein. Das ist echt laut. Das ist ein bisschen... Oh ja. Nein. Bro, jedes Mal, wenn ich ihn druck, ich schwöre, Bro, wir haben jetzt 3 Monate Pause gemacht. Ja. Jedes Mal, wenn ich ihn druck, Ja. machst du direkt auch. Es Nee. ist so ein Dings, wie so... Aber Bruder. Wie heißt das? So wenn du... Behinderung. Von mir aus, ja. Kannst du Liosch, aber es ist mehr... es ist mehr wegen Dings, so... Ohrwurmmäßig. Okay, ihr habt es gehört, das ist wegen Ohrwurmmäßig. Das ist die offizielle Erklärung. Ja. Bro. Ist mein Song, wenn ich sage, es ist wegen dem, dann ist es so. Es ist also, mein Sound. Hängst mal Blick, erstens. Okay. Zweitens, Blick, mach fertig. Zweitens, der Grund, warum wir den Ton aufgenommen haben, ich sag's nochmal. Ja, dann müssen wir jetzt mal sagen. Aber Bruder, es catcht mich jedes Mal. Catcht dich nicht? Catcht mich nicht? Catcht das nicht? Nein. Okay. Sorry. Ich kann nur kurz wählen, das ist Kreis zu, also das ist alles gewesen. Ich habe Ferien gemacht, ich habe Zeit für mich genommen, ich habe noch viel müssen arbeiten. Das wär's. Das habe ich Sommerpause gemacht. Wo bist du in der Ferien? Donne. Donne? Wie du auch? Ja. Ah, du bist im wahren Donne. Ich bin im wahren Donne. Ich bin in dem Donne, wo du erklären, wo das ist, und du bist in dem Donne, wo jetzt mittlerweile alle kennen. Stimmt. Wo bist du gewesen? Donne? Wie soll ich das sagen? Ich bin Donne, wo viel Autos der Sommer auch waren. Shiberia! Kuchese! Ich habe gewartet, bis du mal einen schönen Teaser machst. Du bist Albanien gewesen? Ich bin Albanien gewesen. Welcher Kollege hat geheiratet? Hey, keiner. Ich habe einfach gedacht... Hey, du bist... Ich habe so ein geiles Ich. Ich habe einfach gedacht, ich mache es wie... ich weiß nicht, ich habe einfach... TikTok hat mich gefickt, Bro. Oh, Scheiße. Bist du wegen TikTok auf Albanien? Nein, ich glaube, es gibt Leute, mit denen ich auf Albanien gegangen bin, die wegen TikTok auf Albanien haben wollen gehen. Ist auch egal. Bitte? Shoutout meine Dann Freundin. bist du... Aha. Wow. Wow! Nein, das gleiche habe ich auch gehabt. Ich so, ja... Es ist auch so eine Turks and Caicos oder so. Ja. Und ich habe so meine Freundin so, ich so, weißt du, gehen wir mal weit weg. Turks and Caicos, übrigens für die, die nicht wissen, Turks and Caicos ist nicht okay. Ist Trinidad und Tobago einfach auf. Okay, easy. Bro, sie so, was heißt, ich so, gehen wir mal Ferien machen wir, weißt du, gehen wir weiter weg. Und sie so, nein. Nachher kommt die Influencerin und sagt, das ist zu krass, ich so, gehen wir. Krass, ja. Nein, ich hasse es. Ich hasse Social Media. Immer mehr, ich check's immer mehr, ich hasse es. Also deine Freundin hat Insta gesehen, nachher wahrscheinlich hat irgendwie keine Ahnung. Also man muss da fairerweise sagen... 2 Franken Bier. Man muss da fairerweise sagen, ich habe gesagt, ich würde eigentlich gerne auf Albanien gehen. Albanien ist schön. Ich habe ja eine Erfahrung gemacht mit Albanien hat sie nicht gesagt, und Albaner. Hat sie nicht gesagt, wieso willst du so genau auf Albanien?
Ich hätte voll so, wieso willst du auf Bro, Albanien? Was weil hast du für Albanien- Erfahrungen gemacht? Hast du in Albanien hat mega schöne Strände. Ah ja? Wirklich? Wirklich, Bro. Albanien. Soll ich, also, Also die ganze Riviera ist brutal. Die Westküste, die Küste dort. ja, So Portofino, aber von aber, Afrims. So. ja. Und natürlich die albanische Kultur ist eine, die mir sehr nahe liegt. Weil es sind Erfahrungen gemacht worden mit Members von der albanischen Community. Okay, In meinem Leben. Das Okay, ja, kann ja. ich das sagen einfach. Alles gut. Es sind ganz viele gute Freunde. Ja. Nein, Ja. mein albanischer Freund, den du jetzt hast. Der Ding, Bro. Wie heißt der, Mann? Nein, scheißegal, Bro. Die haben nicht genannt werden, Bro. Ja, Die Schibi uns werden nicht genannt werden. Ich verstehe. Genau. Es sind, Es ist ja so exotisch, Fatjonas. Heißt ja. Ritora übrigens an der Stelle. okay. Nein. Aber, und ich bin ja schon mal gewesen, und ich habe ja dort auch schon, also ich habe dort gearbeitet zwar, aber irgendwie, es ist mir geblieben. Und lustigerweise das beste italienische Essen, das ich je gegessen habe, ist in Albanien gewesen. Same. Ja. Was natürlich, es gibt, ich sage jetzt mal, das heilige Dreieck von der schönen Ferien sind wie so schöne Orte, gutes Essen. Und, sorry, schöne Orte, gutes Essen. Und guter Service. Hat ja auch gesagt, ja. Und da muss ich auch einfach sagen, und ich glaube, als langjähriger Freund von AlbanerInnen und Mensch, der mit AlbanerInnen zu tun hat, darf ich das, glaube ich, sagen, ohne dass ich gecancelt wird. Was von jetzt? Schipis können einfach nicht. Service, Bro. Das gehört auch von vielen. Also sie können es einfach nicht. Aber nur, also, ich höre es von vielen tun, da in der Schweiz hast du das ja nicht. Ja, Ja, das also ist ich Schweizer rede, Rest- wenn ich von Schipis rede, meine ich Menschen aus Albanien oder Ja. Kosovo. Ja, Kosovo, Albanien, hä? Kosovo oder Albanien, oder was ist das noch? Da, Jugoslawien. Struga, oder was ist Ja, das noch? was? Keine Ahnung. In Mazedonien. Ja, du weißt. Ja. Schlag Nein. mich tot, hä? Das ist Nein, überall. nein, aber du weißt, was ich meine. So. Ja, ich weiß. Bro, ich höre es immer wieder. Also auch von Schippi selber. Die sagen, Bro, es ist geil, 1,5 Euro für einen Kaffee. Ja. Aber wäre gut, wenn wenigstens der Kaffee, bis du dir, wenn er gut ganz ist, nicht Bro, das Geld ja. ist Hälfte. Nein, ist wirklich, also, und ich wollte jetzt gar nicht auf den machen, wo so Ja. sagt, hey, meine Latte-Art ist nicht geil gewesen vom Kaffee, sondern, Du sagst, ich begangen Kaffee, er so, ja, ich so, Hafermilch, also nein, du so, Bro, ein ich Stern. habe einfach ein kleines Beispiel, Bro. Egal, wo du gegangen bist, Bro, es hat brutal, also ich bin natürlich auch in Dermi gewesen und so, sind so die sag jetzt mal, der Podcast-Geld ist rum, weißt du? Okay. Nein, Bro, es ist einfach so die schönere, dort zahlst du halt nicht 2 Euro für einen Kaffee, sondern wie 2,50. so 4 halt. Wie der Voll. Schweiz, krass. Ja, Bro, krass. Nein, Die das hat ist alles eher so gut, Bro. Touristort gewesen. Ja. Bro, also unter anderem, es hat zum Beispiel ein Eck. Wo bist du, weil es nachher 7 Millionen Schippis, wo ist er gewesen? Bro, Dermi ist Aber so... vor dem, wo du scheiß Erfahrung gemacht hast, du so... Also bist du nur dort gewesen? Nein, also Dermi ist ein Dorf Mhm. an der Westküste. Und es hat mehrere Orte dort. Es hat Green Coast, Durs, Ja. ist halt weiter oben. Aber ich bin wirklich in Dermi gewesen. Und das ist einfach ein Ort, Bro, das ist ein Hotspot. So eine Klippenstadt. So ein Dorf in der Klippe. Und eben, Bro, you need to see this Albanian city. So, TikToks. Ah, okay. So Ort. Voll der Touristort, aber schön. Ich kann nicht wieder auf Sarand gehen. Ja, Bro, ich bin... Okay, wir haben verstanden, du bist einfach Albanien gewesen. Tamam, okay. Ich kann nicht wieder auf Saranda gehen, weil das mir dort ein bisschen zu voll war. Ja, und darum sind wir dort gewesen. Und irgendwie, Bro, ich muss dir sagen, es hat so dort... was würdest du zahlen für Liegestühle? Am Strand? Wo du sagst, okay, das ist ein angemessener Preis. So in der Ferien? Ja. Eine Liege. Du gehst 2 Liegen und Schirm. 2 Liegen und... 2 Liegen und Schirm. Bro, für 2 Personen, wenn ich in der Ferien bin, Ja. Tagesmiete. eine Szene. Wenn es eine ganz geile Location ist, mit ein bisschen Ruhe und so, weißt du, nicht überfüllt und so, und ein bisschen Kische, weißt du, so, uns geht's gut, Ja. 20. Aber mehr nicht. Für 2 Liegen und 2 ja, Schirm. Ja, 10 pro Okay. Liga, Bro. Weißt du nicht, wie ist Ferien 2012 gewesen, Bro? Ich weiß nicht, Bro, ich bin das Jahr gegangen und ich habe 1,50 Franken gezahlt pro Liga. Okay, Bro, krass. Ja, du Ja. bist ja auch, wo bist du? Buga Kurdistan, oder?
Krass. Hey, sorry. Sorry. Vor allem Ich bin ganz anders. Ich bin ganz am kultivierten, zivilisierten Ort gewesen, Bro. Krass. Hat viel Kurden dort, ja, Ja. aber ich bin ganz... Also, Didim, Bro. Das Basel, ist- ah. Auch, ja. Ja. Nein, also im Schnitt hat man 30 € gezahlt für die Combo aus Strand. Wobei so 20 und dann, wenn du so Dinge hast, wollen, so Better hast, wollen, also weißt du, mit so Bungalow-mäßig, Ja, ja, so, voll. Haben sie mir gesagt. haben sie gesagt 30 €. Easy. Aber es war voll gewesen. So, die Strand. Nein, es ist eben nicht so sardinenmäßig, sondern okay. du hast so Geil, geil. ein bisschen Platz gehabt. An einem Tag sind wir an die Green Coast gegangen. Green Coast ist so der TikTok-Ort von dort, noch mehr. So, sie haben dort ein Schild gehabt, wo so gestanden ist, links, Für TikTok? nein, links ist so gestanden Mykonos, 1300 Kilometer, rechts Green Coast 1 Kilometer, so quasi kommt zu uns. Ja, ja. Dann bin ich angegangen, Bro, die haben mir gesagt, ein Liegen. Ich so, ja, haben wir noch Platz? Samstagnachmittag und so. Ich so, haben wir noch Platz? Sie so, ja, wir haben nur noch die Better mit Dach. Die Tür also? Ja, also eben, am anderen Ort haben wir für die 30 Stutz gezahlt. Ja. So 30 €. Ich so, ja, juckt mich nicht, sag, was kostet, weißt du? Du hast gesagt 60? 360 €. Nein, das ist klar, Bro. Ich schwör was. 360 Ja. für 2 Liegen? Nein, für einfach ein Bett mit Dach quasi. Pro Bett? Ein Bett, ein grosser Hast du ihm gesagt? King-Size. Hast du ihm gesagt, Hin- und Rückflug Ich, von Zürich, Bro, Albanien, behindert. Flug, Behindert. bei der Luft. Bro, crazy. Nicht? Ja, Bro, ich hoffe, sie gehen bankrott. Sag dir ganz ehrlich. Ich habe ihn angeschaut, ich habe gelacht, er hat auch gelacht und ich gesagt, hey, okay. Ja. Bro, ganz viele andere Sachen sind noch passiert, wo ich glaube mal erzählen will, wenn Ja. wir mal genau darüber reden. Aber Aber eine sie haben Ferien- mich- oder Jahresrecap machen. sie haben mich gut wieder rippen, sie haben mich auch an gewissen Stellen Bruder, gerippt, Bro. wir werden immer gerippt. Alle, die so krass tun, sagen, ich habe verhandelt. Bro, auch wenn du noch einen krassen Deal rausgeholt geholt hast, du bist trotzdem verarscht worden, glaub mir. Genau, aber alles in allem, ich muss ehrlich sagen, keine Reiseempfehlung, Bruder. Ohne Scheiß. Wirklich, ich muss es so sagen. Wow, Bro, heute Abend nie. Oder wenn die Folge rauskommt, die DMs voll mit. Bro, ich liebe Chic Kosovo, ich Location. liebe Albanien, weißt du so. Aber so wie ich es gemacht habe, Ja, Bro, 360 für eine Liga. also ich habe es nicht gezahlt, Bro. Aber Ja, ich aber ich meine schon, dass es anbietet. Das ist ja, schon und Bro, krank, weißt du, man. ganz, ich meine, was heißt schlechtes Service, Bruder? Ich kann dir so sagen, zum Beispiel, wir sind in einem Restaurant, das eher teuer ist für Verhältnis von Albanien. Also wir haben das zweite irgendwie für eine Nacht 150 € ausgegeben. So. Stolze Preis, ja. Also eher teuer. Ist Michelin-Stern oder nicht? Ich glaube nicht, aber es ist halt eine geile Location. Die Dort Mercedes haben wir eben auch unser 5 von Hotel 5 gehabt, der wenigstens. Location. Ah, okay. Haben wir auch unser... Wenigstens. Geil. Der 5 von 5 geht für den Scheiß. Und die haben uns zum Beispiel, irgendwie meine Freundin hat so, keine Ahnung, Reis mit Shrimps bestellt. Und ich habe halt so Steak bestellt. Ja, Mann. Ein Mann, Bruder. Ah, Mann, er hat Fleisch und er hat gegessen wie ein Löwe, Mann. Ihr Essen ist gekommen, ist 40 Minuten später gekommen. Was hast du gesagt? 40 Die Minuten. Kuh ist am Wegrenningsmoment, weil sie schlagen. Bro, oder? ich habe also gefragt, ich so, ja, was läuft? Wieso kommt das Essen? Er so, ja, das sind, Bruder, Fleisch. er so, das sind verschiedene Gänge, sagt er mir. So quasi, erst kommt der Gang, dann kommt der Gang. Bro, den ich verarscht von Anfang an. Bro, komplett gefickt. Egal. So Sachen, egal. Hotel, egal. Aber ich höre immer wieder von Leuten, wirklich, so dass der Service Schrott ist dort. Und dann bin ich immer dort und ich sage einfach nur, habe ich dann voll Glück gehabt. Weil ich bin auch 7, 8, 9 Tage dort gewesen. Aber du bist in Kosovo gewesen? Albanien. Aber an der Küste. Wo? Ich bin Brandes überall, Bro. Berat, Bro. Ja. Tirana, Bro. Krass. Überall bin ich gewesen. Ich habe so ein bisschen Rundreise gemacht. Und im Brandes Aber im Landesinneren ist auch easy, Bro. In Tirana Nie ist ein Thema gewesen. kein nie. Problem, Berat kein Problem. Ja, Bruder. nie ein Thema. An der Auch dort Küste, Vlor Bro. und so ist auch easy Ja, ja, eigentlich. voll. Aber dort, wo ich war, das war Katastrophe. Aber etwas Gutes ist passiert. Wo wir eben, wir haben ja 1,5 Wochen in dem Hotel verbracht. In dem Instagram-Hotel. Und dort sind natürlich auch ganz viele Schweizerinnen gewesen. Also Schweizer Doppelpunkt rein. So. Und dann einmal an einem Abend bin ich so dort durchgelaufen und nachher hat gesagt, oh mein Gott, ist nicht alles von Kurzumbild. Ich habe so gemacht, hey, geniessen, oder das? Und bin weitergelaufen. Das ist Highlight von deiner Highlight Ferien. von meiner Ferien. Bro, wie weißt du das? Du sagst, man merkt, dass ich zurückfliegen, mich kann es erkennen. Und dann, du weißt, ich bin nochmal Runde gemacht. Ich so, ist Essen fein gewesen, wenn der Auto hat. So. Hey, hast du nicht gesagt, ich kenne den und der weiß, ob sie Leute mir an. Ja. Nein, das war mein Highlight von der Ferien gewesen. Geil. Geil. Ja. Perle. Also Geile eigentlich hat es Ferien. gelohnt.
Hat sich gelohnt. Wie hast du die Flug gezahlt? Bro, ich kann dir so sagen, eine Woche komplett, also Also gut, ein Paket. Flug, nein, ich weiß nur den Gesamtpreis. gemacht. Aha. Auto, Flug, Hotel, ist ja wirklich ein hochklassisches Hotel. So. Essen, alles inklusive, Bro. Auto plus Gebühr. 1 Woche, 2 Wochen, 2 Tage. 1 Woche. Ja. Plus Gebühr, Ja. wo sie mich gefickt haben quasi. Ja, ja. Versicherung, alles 10 Monate, 2000 Schuss pro Person. Mhm. ja. Komplett übertrieben. Ich hatte zuerst gedacht, 2000 für euch beide schon. Nein. Bro. Nein, Mit Ankus. Bro, aber Leute gehen mit 2000 Schuss all inklusive Kuba hin und zurück, 2 Personen. Weißt du, Bro, Leute gehen 2000, Bro, kaufen den Köln Arsa, Bro. Bro, Leute, 2000 Schuss baut sich Leben auf in der Schweiz, Bro. Bro, Leute, 2000 Schuss gehen sie in ein anderes Land und werden reich dort, Bro. Leute Aber kaufen mit 2000 Schuss Podcast equipment, werden Podcast of the Year, Bro. Checkst? Okay, ja, krass. Ja. Ja, fette. Ja, es ist ein Fail. Egal, Erfahrung. Es ist ein Erfahrung, Fail. Bro. Ich kann es nicht anders sagen. Nichts ist negativ, alles macht dich besser. Ja, ich hoffe es, Bro. Alles macht dich selber besser. Wasser ist geil gewesen. Es geht immer einfach nur. Keine Ahnung. Gas habe ich auch gut. Griechenland. Shoutout Flea. Flea. Hast du frisch bekommen? Flea habe ich bekommen. Aber frisch oder ist das? Ich weiß auch nicht, Bro. Ich glaube, unsere Parosferie, das wird nicht toppt. Nein, fix nicht. Weißt du, wann ich gesehen, dass er eine Story gemacht hat, dass er in Paros ist? Der Tobi wieder Ja, mal. Mann. Ja. Ich so, erstmal dort. Er so, ja, ich so, dieses Bro, weißt du? Ja. Sie finden etwas brauchst. Schreib, wir haben Locations. Ja, Er hat sie haben wirklich Hochzeit gefeiert. Ja, voll. Nein, es ist, Bro, ich habe ja Angst gehabt. Auf Paros? Ja. Du hast Angst zum, Bro. Ja, aber es ist nicht mehr das Gleiche, du weißt. Ah, das so. Bro, ich würde einfach ganz mich aufregen. Ah, man, wo wir kommen, Früher, sind so viele Leute gehabt und so. Wo wir kommen sind, der ist viel geiler gewesen. Wo wir kommen sind, ist viel authentischer gewesen. Ich würde Geld ausgeben, um mich aufregen. Ja. Also, ich würde unbedingt nochmal gehen. Ich glaube, nächstes Jahr würde ich einmal gehen. Ich glaube, es ist wirklich die beste Ferie von meinem Leben gewesen. Paros ist 10 von 10. Ja. Ich meine es ernst, ich sage so, wenn Geld ist in der Schweiz, hol dir eine Ferienwohnung in Graubünden und hol dir ein Haus in Paros oder eine Wohnung. Reicht, Bro. Mehr brauchst du nicht, Ja. Ich kann noch 1, 2 lustige Sachen erzählen. Du musst mir auch noch etwas erzählen, wo ich mir so aufgespart habe für den Podcast. Was? Etwas, wo wirklich lustig. Wirklich lustig. Ich muss das erzählen. Erzähl, ja. Also in der Ferie ist passiert? Nein, also in der Schweiz. Okay, aber in der Pause? In unserer Pause ist passiert? Ja, in unserer Beziehungspause. Okay. Ich bin in Bern gewesen. Mhm. Und Bro, wenn ich die Geschichte erfinde, yeah. Bruder, dann soll jetzt die Kamera umkehren. Also, los, ich fahre Zug von Bern am Morgen. Ja. Jetzt, Bro, du weißt nicht, ich weiß, du bist kein begeisterter Zugfahrer, oder? Ich finde nur geil, wenn es so lange Strecken sind, wo du steigst in Bern und nächstes halt einfach nach Zürich. Ja. Jetzt, es gibt ja die Bahn 2000 Strecke, wo irgendwie Zürich, also Bern-Zürich ist und die fährt direkt. Ja. In irgendwie 52 Minuten oder so ein Scheiß. Ja. Und dann gibt es noch eine, die fährt ein bisschen länger über Olten. Ja. Die geht Stunde 20. Ja, jetzt voll. bei der ist so, die ist meistens auf stabil immer viel weniger Menschen drin. Ja. Plus, wenn du Figold, Bro. Plus, wenn du dich schlau machst und 2 Tage vorher dein Ticket kannst buchen, sparst. 2 Franken 7 Bro, checkst. Okay. 2000 Stutz ausgeben, zu meinen Arsch gefickt werden ja, aber in Albanien, aber in Zug sparen. Nein, Bro, du kannst irgendwie Sparbilder kaufen für 10 Stutz weniger oder so. Easy. Und ich habe gewusst, an dem Tag ich fahre Zug, ich habe gewusst, ich habe keinen Stress, also habe ich die Strecke genommen. Ich habe gerne, weil das ist ein chilliger, du hast genug Platz, du kannst Serie schauen, so easy. Jetzt bin ich eingestiegen, Bro, dort. Und ich fahre und nachher höre ich so die Schritte eines Kontrolleurs. Lust. Nachher höre ich so einen Jungen, so eine Stimme von mir. Für mich sind das wie Bullen, ich schaue sie ja nicht mal richtig an. Ja. Ich denke so, scheiße dich. Und ich höre so, schon, Schwarz am Fahren, Ich schaue nach rechts. Also, nein, er sagt so, Billett bitte. Dann zeige ich mir ein Billett. Dann sagt er, schon, Dann schaue ich so im Podcast immer haten und nachher Zug fahren. Und ich schaue, ich so, ja, was sollst du machen? Hast du keine Alternative? Also der Kontrolleur, Bro. Also, ist aber jemand, den wir kennen? Nein, einfach jemand, der den Podcast hört. Okay, ja. So. Und so oft nicht. Ja. Und ich so, ja, was sollst du machen? Das ist keine Alternative. Ich sage jedem, Bro. Der Erste, der privat heute einen Bahnhof macht oder morgen, ich bin in den Stamm kommt. Ja.
Nachher sagt er mir, der Zug ist komplett leer, eigentlich sind wirklich fast niemand da. Er so, hey, willst du erste Klasse fahren? Und ich, wie ein Hund, wie ein Kelb, ich sage ihm so, ja sicher, warum nicht? Und pack so meinen Laptop, klapp meinen Laptop zu, Nein, er sagt tu die jetzt, Tasche, und nein. dann sagt er mir, dann kauf ein Billett. Und läuft einfach. Er hat mich so hocken lassen, Bro. Bruder, ich wäre alt ausgestiegen, Bro. Bro, so ich hat er wär mich alt hocken aus. lassen. Bro, Gesicht, er hat so gemacht mit dem Gesicht, Bro, so. Ja. So auf der Bro, Boden. er hat mich, Oh mein Gott. Löwe, Bro, Löwe. er hat mich Löwe. komplett gefühlt. Löwe. Ich bin wieder angeguckt, wie ein kleiner Bub. Bro. Wieder anfangen auspacken. Wieder auspacken. Ich so, Entschuldigung. Er ist einfach weitergelaufen. Er hat nur gesagt, ein Kaufbillett und ist weitergelaufen. Löwe, Bro, Löwe. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gehört sein Vater SBB. Deswegen hat er wahrscheinlich also, look, So. etwas muss ich ihm zurückgeben, weil er hat mich So ein gefickt. Wichser. Und ich denke mich, bis heute, ich reg mich auf. Wieso habe ich gesagt, ja? Auch wenn er gesagt hätte, ja sicher. Du Was musst- tue ich so, als wäre Bro, das speziell, Bro? Trick, sag einfach so. Wegen? Nachher wenn er sagt, ja, Bro, besser und so sagst, nein, Bro, weißt du, unnötig und so, Geld an Musketier und so. Nachher hätte ich gesagt, ja, hast recht. Oder er wäre ein Bruder gesagt, Bro, so geht man. Er Keine hat mich Sorge. gefickt, er hat mich gefickt, ja. Das ist eine lustige Story von mir. Das ist wirklich, also peinlich. Ich finde, peinlicher jetzt können werden, hätte jetzt Leute im Zug gehabt. Du hast gesagt, es hat niemand im Zug gehabt. Ja, fair. Bro, ich hätte Geld ausgegeben für das. Als Clip. Ich hätte Geld ausgegeben für das als Clip. Einfach nur zum. Nachher jemand kommt so zu dem Gesicht so vor, mit 0,5 Zoom aufnehmen. Du so. Das Schlimme ist, ich bin mit am Tempo wie ein Kind, das Freude hat, Ja, Bro. ja, An was Bro. habe ich Freude gehabt, Bro? Jeder kommt und sagt, wir gehen in den Europapark. Das ist okay. Ja. Bist du wann bist du das erste Mal so Erstklasse gefahren? Boah, was fragst du mich? Weißt du das noch so? Nein, Bro. Manche machen dann Dings. Ich trage im Kalender erstmal erst Nein, gefahren. vielleicht als Kind. Nein, Als Kind nein. ist schon speziell gewesen, Bro. Nein, es hat so Phasen gegeben, wo ich öfters erste Klasse gefahren bin, aber nur aus einem Grund, wegen der scheiß dreckigen Stoßzeiten. Bro. Wenn du am 5, zwischen 5 und 6 von Zürich HB allgemein raus willst, von Zürich HB, egal wie richtig du gehst. Mhm. Bro, du kannst sogar in das Dorf gehen, wo niemand kennt. Ja. Der Zug ist voll. Ja. Das Und dann ist noch im Sommer heiß, Bro. Ja. Das und das. Ich löse noch ein Dings, noch so ein Kassenwechsel-Billett. Gehe erste Klasse klimatisiert, schön ruhig mit dem Hans und der Muli Zeitung lesen über Asylbewerberlisten, Bro. Hast du schon mal gehört, dass jemand so gesagt hat, das ist im Fall erste Klasse? Nein, aber einmal habe ich erste Klasse Billett gelöst, weil es ist auch voll war überall. Und ich weiß, erste Klasse hat sicher einen Vierer frei. Alle Vierer Dings gsi, voll gewesen. Ich so, komm, ich gehe einfach rein. Und dann frage ich so, sorry, ist da frei? Er macht so, hey, ja. Fresse. Ja, nachher bin ich angeguckt. Und das ist aber lang her, weil da bin ich etwa so, keine Ahnung, vielleicht so vor 5, 6 Jahren. Und ich weiss noch, ich bin einfach aufgestanden, nach ein paar Minuten ich bin auch weggegangen. Wie hat er dich so abgefuckt? Ich bin einfach aufgestanden gegangen, ja. Ich weiß immer, wieso ich bin einfach in die zweite Klasse gegangen. Ich bin einfach mit gültigem ersten Klasse-Ticket in die zweite Klasse gegangen. Krass. Weil er mich eigentlich gestresst hat. Ja, das ist... Hast du Dings, Coiffeur geschnitten drinnen? Bist du im Coiffeur gewesen? Ja, in Albanien. Nein, niemals, Bro. Also ich meine einfach, weil mein Koffer ist mein Koffer. Wie? Das hatte ich. Immer noch? Ja. Also, wegen... Er hat das andere Ort, aber ich bin jetzt dort am neuen Ort, Bro. Ja, okay. Bist du einer von den 4, die ihn am Leben behalten? Nein, Bro, es sind viele bei ihm. Ich glaube, viele von seinen Kunden sind noch weiter bei ihm. Aber ich meine mehr, Bro, es geht nicht mal um Loyalität oder so. Es geht nur darum, ich vertraue keinen anderen Menschen. Machst du richtig so? Machst du richtig so? Weil ich habe vertraut, dann habe ich mich gefickt. Das Das kommt, was? ist kranker Übergang, nicht? Krass. So krank Übergang wie das Ist das, Sadi was du gemacht. gesagt hast? Ja, ja. Dankeschön. Nein, erzähl. Ist das, was du gesagt hast, was ich muss erzählen? So etwas musst du mir erzählen. Du hast mir irgendwie angefangen zu erzählen, hast du mir gesagt, ich erzähle es dir im Podcast. Ja, das ist das gesagt. Okay. Jeder kennt es, Bro. Du gehst zum Coiffeur und du gehst immer zu dem Gleichen und dann, wenn du zum anderen gehst, hast du Angst, dass er dich fickt. Ja. Aber tendenziell, er fickt dich auch nicht. Weil er ist eigentlich vom Fach. Und wenn er dich Kommt fickt, drauf an, wie lange eben ja, ist. und wenn er vom Fach ist, Da lachst du nicht. weißt du, wenn er vom Fach ist, wenn er nicht vom Fach ist, meine ich, und er dich abfuckt, in der Regel, Bro, keine Ahnung, du bist ein bisschen hässig, mad und so, aber es ist nie so, dass du das Gefühl hast, man kann nicht mehr reden. Ich habe noch nie jetzt irgendwelche Haare gesehen, wo ich gesagt habe, Bro, so fest gefickt, bleib 3-4 Tage daheim, dass er ein bisschen nachwächst und dann gehst du raus.
Haare nicht, aber Bart ist mir das schon ein paar Mal Bart ist bei dir schon passiert. Ja, ein paar Mal. Für das hasse ich deinen Onkel immer noch, Bruder. Für das hasse ich deinen Onkel wirklich immer noch, Bruder. Also der hat wirklich, sorry, der hat mein Leben gefickt. Bro, weißt du, was nicht passiert ist? Er hat ja gerade Millimeter Bart mit dir gemacht, Bro. Bro, ich bin zu ihm gegangen und er hat mir gesagt, Gott. Ja, Bro, sorry, Okay. das haben wir gar genug. Er hat mir so gesagt, wie sollen wir schneiden? Bro, ich gehe seit 2 Jahren zu ihm. Ja. Ich habe ihm gesagt, du weißt wie, mach einfach. Bro, das ist der Typ ist Legende. Ich weiß nicht, ich kann kein Mensch, der mehr fix gibt, also weniger fix gibt als er. Bro, nachher hat er meinen Bart. Also hat er wirklich, wo ich gesagt habe, mach einfach, er hat einfach, ich weiß nicht warum, Bro, aber er hat einfach auf Millimeter gemacht. Ja. Und Bro, mein Bart, das ist wie ein Facelift, Bro. Mein Bart ist wie Botox, Bro. Bro, dein Bart ist weg, Bro, anderer Mensch. Bro, wenn ich Bart wegnehme, ich sehe aus wie einer, der nicht an Spielplatz darf gehen. Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, fix. Ich sehe, wenn ich keinen Bart habe, kommen Leute zu mir und sagen einmal ohne Scharf mit Cocktailsauce, Bro. Weißt du, was ich meine? Und er hat einfach Millimeter gemacht, Bro. Du hast gesehen, auf einmal Doppelkinn Das ist war in der da. Pandemie, gell? Bruder, ganz Oder schlimm. irgend so etwas, Ganz ja. schlimm. Und dann habe ich gesagt, ich habe ihn angeschaut, ich habe gesagt, Bro, du hast mein Leben gefickt. Ich habe gesagt, dann mach etwas, färb meinen Bart, dass er dichter aussieht. Dann hat er mit dem Spray am Kopf. Bro, Spray, aber das Ding ist ja, weißt du, wie er das gemacht hat? Wie? Ich weiß, ja, in Schock, ich habe dir das, glaube ich, gar nicht erzählt. Ja. Er hat, kennst du noch die also, ja, CD. Ja. Ah, er hat so angegeben. Er hat CD angegeben, Bro, auf meine Backe. Damit Linie gerade Damit Linie so rund, wie CD, Bro. Alter, du überall den Bart immer so singen, wie Wellen, weißt du? Bro, er hat einfach CD. Du bist Stylist, du hast nicht checken. Nachher ich ausgesehen wie so ein Roblox-Charakter oder so. Ja, weißt du, so, Bro, ich bin heimgefahren und ich habe beim Heimfahren so das Ding runter, weißt du, beim, wie heißt das? Beim Auto da, Sonnenblende. Ja. Sonnenblende runter, Ja. Spiegel aufgemacht, ich habe mich angesehen und du bist schon hässlich, Alter. Hast du kurz überlegt, einfach Wahnsinn fahren? Ich habe kurz überlegt, vielleicht hört es jetzt egal. einfach auf. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Schon gut, Bro, schon gut, kein Problem. Ja, Bro, ich bin in der Ferien beim Coiffeur gsi. Mhm. Mehrere Mal, aber bei dem einen Mal habe ich mir so... Bro, look, ich hatte einen Termin gehabt, sagen wir um 2. Mhm. Ich bin 12:30 daheim vom Arbeiten gsi, bin daheim angekommen. Und ich so, fuck, hat ich gesehen, weißt du, ich will unbedingt Coiffeur, ich muss. Für den Termin ist auch gut, dass ich gut ausgesehen. Oder einfach frisch auf jeden Fall. Und dann gehe ich zum Coiffeur, zu meinem Stammcoiffeur. Welche Zeit bist du auch, bis ehrlich? Bro, schau jetzt, Bist im Termin, Ja. am 2. Aber schau, also sogar vorher. Aber schau jetzt, ich gehe zu meinem Coiffeur rein. Also warte schon, beim Coiffeur kommst du sogar vorher. Ja. Also, das heißt, anatomisch und biologisch Ja. ist es möglich, Es ist möglich, ja. dass du Es ist möglich, ja. Es kommt darauf an, auf für eine wer. abgemachte Zeit ankommst, Es kommt sogar für- noch früher. Es kommt darauf an, für wer, ja. Krass, okay. Für Coiffeur und Geld. Krass. Für Rest nicht. Okay, also auf jeden Fall, ich bin beim Coiffeur dann angekommen. Und dann, ich so, schau, schon im Kopf, ich so, schau, ich habe 1 Stunde Zeit. Mhm. Oder 1 Stunde 15 max. Mhm. Wenn ich dort reingehe und ich sehe, es sind Leute da, ich gehe wieder raus, ich gehe zum nächsten. Obwohl du einen Termin hast. Ich habe keinen Termin bei ihm, ich habe einen Termin bei jemand anderem. Am 2, aber ich will mich frisch machen bei ihm, am 1:30. Checkst? Aha. Checkst? Ich gehe zu ihm über Ach Mittag, zu mich so. frisch machen und dann gehe ich Ja, zum ja, Termin. ja, Okay. okay. Ich gehe dort rein und ich bin verwirrt, klein, gross, alles hat es dort gehabt. Und ich so, wer steht da, wer nicht. Ich gucke einfach mal an und ich so, ich warte 10 Minuten, wenn ich merke, dass dass irgendwelche Leute einfach anfangen rauszulaufen, weil sie irgendwie nur zu einer Person gehören, die zum Arsch wiederkommen, ist dann easy. Und dann kommt einer rein, geht zu dem Zeitpunkt und sagt, hey Bruder, hoi. Er so, hoi. Er so, ja, ich will gerne anschneiden, sind gerade Leute am Maßstab, was denkst du, erst lang oder soll ich gerade warten? Er so, ah Bruder, dann macht er so, der, 1 Stunde. Ich so, Wie? Also 5 Leute vor dir, aber 1 Stunde? irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich sehe, ich gehe. Ich sehe, ich muss gehen, weißt du, ich habe einen Termin, das und das. Ich google, ich suche einen Coiffeur und ich finde einen Coiffeur. Und das ist der Coiffeur, den ich war mit 15, 16, wo ich so quasi von Kuila gemacht habe, weißt du, so. Mit 15, 16 und so. Ja. Ich gehe zu dem. Jetzt draussen hockt einer. Er sieht wie mein Vater aus, aber so behaarter, Bro. Behaarter? Behaarter und so richtig so. Wie soll ich das beschreiben? Du siehst richtig so, wenn du ihn anschaust, du hast das Gefühl, er ist gestern
von unten gekommen. Gestern. Yeah. Gestern. Aha. Ich laufe rein, ich so, der hockt draußen auf so einem Stuhl, weißt du, Plastikstuhl. Ich so, hey Bruder, ich will gerne Auf Haare die Wiese. Ja, genau. King. Ich so, Bruder, ich will gerne Haare schneiden, weißt du. Er so, er macht so mit der Hand, weißt du. Ich so, okay, ist gut. Ich tue mich ansitzen. Und nachher schaue ich so meine Haare kurz an, ich so, Alter, schon lang und so. Nachher so, ja, schaut mich an, so, Bruder. Ich so, ja, so, Ich so, ja, keine Ahnung, Bruder. Ich so, schau auf der Seite gerne 0. So, aber nicht, musst nicht mit Dings, weißt du, ich so, nur mit Maschine. Dann machst du einen Übergang und oben ein bisschen mit Share, weil da war ich eigentlich fast nichts mehr. Und nachher er so, Bro, schau jetzt. Wenn 0 sagst. Ja. Also du meinst 0-0? Nein, eben nicht 0 mit Gillette, nachher noch drüber, das ist wirklich Ja, so. sondern einfach Maschine 0. Mit der Maschine 0 langt. Aha. Aber wenn du Stoppel siehst, ist voll okay, ist ja genau das. Easy. Bro, er fängt, also ich kehre so, wenn er mit der Maschine so umstellt, so, wegen der Größe, dann fängt er an. Und ich bin halt die ganze Zeit am Schauen und dann sehe ich so, hä Mann. Ich schaue so die Länge auf der Seite und ich sehe so, Bro, es geht noch 1 mm aus, mindestens, weißt du? Also einfach nicht glatt, so nicht. Ja, nicht eben. Und dann ich so, okay, ich schaue und nachher, er macht einfach, Bro, bei jedem Kampf, wo ich bin, eine Seite fängst du an Ja. und dann gehst du immer so hinter, so. Ja. Bruder, er macht so, dann geht er so. Dann geht, er läuft die ganze Zeit links, rechts an mir vorbei, so immer so. Er macht links, rechts, Irgendwo. dann geht er rechts. Und irgendwann weißt du, ich so, Alter, hure komisch, ich so, weißt du was? Das kennt jeder, aber du hockst beim Coiffeur, er fängt dich komische Fax an machen. Und nachher, du fragst dich, was wird das? Und nachher am Schluss aber ist okay. Ist doch noch okay rausgekommen. Ja, irgendwie hat er auch eigene Taktik, irgendwelche Methoden, was aber es gibt auch einen Moment, wo er nachher kurz rausgeht oder etwas macht und du schaust in den Spiegel, so wie ein jetzt, gerupfter Huhn, Bro. Gefickt, Bro, gefickt. Und ich so, weißt du was? Ich lasse ihn jetzt einfach machen. Ich lasse es einfach machen und am Schluss, ich tue sogar so weit gehen, ich tue nicht schauen, wie der Prozess sich entwickelt, weil nachher will ich nur verwirrt und hässlich. Ja, du wartest auch auf den Schluss. Bro, es ist ein Krampf. Es ist ein fetter Kampf, wenn du so einen riesen Spiegel vor dir hast und dich nicht wieder anschauen. Darf ich dich fragen, macht der Coiffeur auch deinen Bart? Ja. Okay. Ist ja gut. doch, ich kann mir. Okay. Nein, es sieht super aus. Okay, also ja, nein, bei mir ist eben Haar weniger schlimm, sondern Bart ist bei mir immer ein Struggle. Wo ich nachher, wenn du so hängst und nachher macht er 20 Minuten lang an deinem Bart. Bro, der hat alles gefickt an dem Tag, schau jetzt. Okay, ja. Bro, er hat einfach nur sagen, Bruder, weißt du was? Ich habe so krass gefickt, dass du jetzt musst eine Woche lang da drin bleiben. Schaff das für mich. Ja. Also auf jeden Fall, ich schaue jetzt einfach nicht, ich kann einfach machen. Ich kann einfach machen, Bro, scheißegal. Er schneidet weiter und so weiter und nachher sagt er, Bruder, ich so was, Bruder, ich so, hä? Und dann sehe ich, wie er das Teil holt, zum hinten auf den Sitz tun, um meinen Bart zu machen, weißt du? Ja, okay, Ruckeleni. Bro, schau jetzt. Ich kann alle Cam schauen. Schau jetzt. Bro, wenn Bart hinten gehst, er tut dir den Sitz irgendwie runter und tut die Lehne, oder irgendwie den Sitz so dass du auf jeden Fall, und nachher schräg, so dass du auf jeden Fall so kannst schräg lehnen. Genau, also du tust den Kopf in die Nacken hineinlegen. Dass du nachher so bist, dass du schön quasi schräg am Liegen bist und dass dein Kopf gegen Uhr schaut mit dem Gesicht, dass der Coiffeur kann links, rechts mit dem Bart umgehen. So. Bro, er tut das Teil an, er nimmt meinen Kopf so und schlägt ihn so hinter das Teil, Bro, und ich bin so. Ja. Also würde ich wieder einen Ball annehmen, Bro. Ich warte auf eine Flanke, Bro. Ich warte auf eine Flanke. Ja. Easy. Voll am Kampf. Ich so, okay, er soll das machen. Und beim Bart habe ich gewusst, der wird mich heute ficken. Weil das, was mein Onkel bei dir gemacht hat, mit kurz, hat er bei mir auch gemacht. Aber bei dir ist es nicht schlimm, dass du einen kurzen Bart hast. Ich weiß, Bruder. Ich sag dir seit Jahren, du musst ihn schnell machen, aber du bist noch jung. Bro, look, ich kann, mein Bartwuchs kommt sehr langsam. Wenn ich, nein, ich meine, dass mein Bart voller wird, geht sehr langsam. Ja, genau. Okay. Aber das, was ich momentan im Angebot habe, wenn ich wachsen kann, ich bin happy. Ja. Ich bin voll okay, ich bin voll happy mit dem. Am Rest von deinem Körper hast du Haar. Nein, nicht. Ist lang gegangen, bis du die ersten Haare hast. Dr. Sommer. Willst du über Schamhaare reden? Sorry, nein. Sorry. Okay. Also auf jeden Fall, Bro, schau jetzt. Ich bin dort, macht er meinen Bart und ich merke, ich weiß, wie mein Coiffeur meinen Bart macht. Und ich weiß, wie das ist.
So, ich könnte Augen zu machen und einer könnte kommen, meinen Bart machen und ich weiß, ich bin Coiffeur, das ist ja mein Coiffeur. Krass, ja. So. Ich weiß meistens, ob es mein Coiffeur ist oder nicht, weil ich immer seinen Schwanz an meiner Hand spüre. Du merkst, der Grosse ist mein Und Coiffeur. dann denke ich, das ist mein Coiffeur. Und bei den anderen denkst du... Weißt du wie, wenn du so hängst und nachher kommst? Ja, ist ganz unangenehm. Ja, sorry, ja. Alles gut. Auf jeden Fall, ich merke einfach, mein Coiffeur, Bro, er macht da ein bisschen mit Share oben bei den Haaren, nachher geht er da mit Maschinen drin, macht da... Bro, er hat 40 Stunden für Bart, für die 4 Haare, die ich kann, aber er gibt sich Mühe. Bruder, der andere... Der andere? Nein. Radikal, überall. Schau jetzt, na, ist er mit Bart fertig? Macht er noch der, weißt du? Meine Haare, er macht so. Du so Augen zusammenkneifen. Nachher nimmt er nochmal Maschine, er so, ich so, was? Wieso machst du immer so? Bruder, weil er ist am Nuscheln gsi. Er so, Bruder. Er hat die ganze Zeit, er nur, Bruder, immer das, Bruder. Nichts anderes hat er gesagt. Also ist er vom Bruder, er ist gestern gekommen, Bruder, er ist gestern gekommen. Das ist gestern gekommen, Bro. Einer, was ich ihn angestellt habe, sagt, Bruder, Haarschnitt, du kannst ja tun. Lern nur das Wort Bruder, der ist, du schaffst. Ja. Hey, Bro, ich bin nochmal anfangen, ich so, hey, man. Mein Bart hat er gefickt, wenigstens meine Haare, weil er macht jetzt weiter. So, okay, gut, ich hätte gecheckt. Er macht weiter, Bro. Auf das Mal, er fängt da, wieder da. Und er macht kürzer. Ja. Er hat gemerkt, das ist zu lang. Er so, na, macht er kürzer. Aber es ist noch die richtige Länge. Er macht, okay, ich sag nicht. Er macht. Irgendwann mal, er so. Ich kann nicht checken, weißt du? Irgendwann mal er so. Bruder, ich so, was? Er sagt dumm auf. Also, ist gut. Und nachher, ich schaue so und so vom ersten Blick, obwohl er nicht 0 gemacht hat, hast du nicht mal so schlecht? Hat es trotzdem nicht schlecht ausgesehen. Ja. Ich so, hey, so Bart ist auseinandergenommen, du Hund. Aber so der Haar ist wenigstens einigermaßen etwas, es ist okay, ich kann rausgehen. Hat er nicht mal mit Share gemacht? Bro, schau jetzt. Ich so, ja, ist gut. Er so, bist du sicher? Ich so, ist das Deutschland? Aha. Ja. Ich so, ja. Nein, warte, also, Bruder, ich so, ja. Er so, Ich so, ja? Er so, wirklich? Sogar so? Ja, ich so, ja. Okay. Nachher, ich mach so, Bro, meine Haare fangen sie so an. Und da, weißt du, wenn ich so mache, so, ich mach meine Haare führen. Ja. Ich spüre da kurz, ich spüre da lang. Kennst du die junge Spaß, wo so da so und da so? Ja, der Scheitel. Genau. Ich habe so ausgesehen, einfach, dass mein Scheitel da, weißt du, Regenbogen, dass mein Scheitel einfach da so, kein lang, kurz, aber er hat da gar nicht mit Übergang geschafft. Gar nicht. Ich bin fertig, ich gehe an die Kasse, ich so, Alter, der hat mich gefickt, ich habe einen Termin nachher. Der hat mich gefickt. Na, sagt er, Bruder. Ich so, ja. Willst du Stempelkarte? So ein Urs. Ich so, hä, Mann, du hast doch kein Deutsch können, Mann. Ja. Du hast meine Haare gefickt, jetzt kannst du Deutsch. Ich so, ey, ich glaube, er so, Schagat. Und er hat mir schon so gegeben, mit Volksstempel einen. Ja. Er gibt nochmal 2 oben drauf. So quasi... Ich so, Bruder, gib mir 5 volle Karten, dass ich 5 mache. Ich komm nicht. Ich bin zu meinem Termin, Bro. Mein Kopf war die ganze Zeit, Alter, meine Haare sind gefickt. Was zahlst du für den Haarschnitt und Bart? 40. Okay. Bei meinem Berber. Bei deinem Berber? Bei dem habe ich sogar 45 gezahlt. Bro, und ich habe die ganze Zeit mich zurückgeben, so auch mit so immer etwas sagen. Schlussendlich hast du mit Landsmann. Ja. Und ich habe wieder gedacht, so, look, Onkel, bitte, fick uns nicht. Ja. Mich hast du gefickt, bitte fick die anderen nicht, bitte fick nicht. Aber weißt du, was ich zum Beispiel so ein Schweizer Ding ist, dass sie ihre Haare selber schneiden? Oder halt gegenseitig? Ja, Bro, mein Vater hat meine Haare auch geschnitten, Bro. Wirklich? 14, 7. Ja, Bro, safe. Ohne Scheiß. Meinst du, ich habe Wahl gehabt? Wie hat er, also hat mit Übergang? Bro, ich bin zu meinem Vater gegangen, so, er so jetzt ist die zum alle Haare schneiden. Und Bro, 3 Kinder Haare schneiden, hast du etwa 60 Stutz Kinderpreis. Wenn du keinen Kinderpreis mehr hast, hast du 100 Stutz. 150, 200. Bro, nein, mehr sogar. Du wirst etwa 180 Franken zahlen für 3 Personen. Er hat für dich und deine 2 Bro, er hat so einen weißen Stuhl genommen, in die Badwanne, einen nach dem anderen, Zap. Du bist angeguckt. Bist du nackt gewesen? Wieso ist das so genau wissen? Ich auch wundern, ich versuche mir das Szenario Bruder, nein, einfach Dings. Einfach gab's mit Unterwäsche. Aha, ja. Nachher geht raus und duschen, wer weißt du. erst sterben? Ja, der Jüngste, glaube ich. Aha. Und ich glaube, du hörst so, weißt
So bei mir mal, er geht zu ihnen, er ist so kein 11 oder so, oder 10 oder 8. Er so, Papa, weißt du, mach so und so. Er so, okay. Zzzz. Er kommt, du sagst genau wie der Roschus, Millimeterschnitt. Er so, mit Räder. Ich gehe rein, er so, wie willst du das? Ich so, Baba, look, er ist momentan voll in. Da einfach so auf der Seite, weißt du, wie so auf der Seite schneiden und da einfach einmal in der Mitte lang, also einfach lang. So Irokese, würdest du sagen. Irokese, genau. Irokese. Passt auf der. Eben so. Und ich so, das ist Mode, weißt du, musst nicht groß machen, du musst nur Seite und da in der Mitte musst du lassen. Also okay. Hey, nein, aber... Radikal nur. Wirklich? Also radikal 1 mm oder so bei jedem. Krass. Bro, wir haben wie so Dings ausgesehen, Bro, wie so... Daltons. Wie Daltons, Bro, wie so, keine Ahnung. Hast du 1 Euro? Hey. So, oder? Und nachher hat mein Vater das immer wieder gemacht und irgendwann mal, so mit 14, 15, 14, 13, 14, ich so, hey, langsam ist gut mit einem 1 mm Schnitt. Kannst nicht mal zum Coiffeur bringen. Ja, ja. Er so, ich bring dich Coiffeur und so 80 Franken und so. Und das ist noch Syrien normal, stabil, Bro. Das ist Syrien gut gegangen, Bro. Und nachher ich gehe mit ihm, dann hat er mich Coiffeur gebracht, mein Bruder hat noch müssen, mich hat er gebracht. Ach, es muss gegangen, also nie mehr. Ich bin der Gidor gsi, Bro, ich bin 14, 15 gsi. Gidor mich auch, Bro. Sie haben nur eben die Irokese müssen machen. 80 Franken, Bruder. 80 Franken. Bro. Ohne Dusche, ohne Schnee, ohne Wäsche, nicht. Nur trocken rasieren. Aber ein 14-Jähriger. Aber lass es mal schnell. Zeig das nicht. Ja, lass es schnell. Du kennst auch die Schweizer Stammtischgespräche, wo aus dem Nichts einer anfängt und sagt, ja, aber du kannst mir nicht sagen, dass so ein Laden rentiert. Wenn die für 25 Franken Haare schneidet. Ja, klar. Ja. Also es gehen ja immer so Gerüchte um, dass das so fix. Geldwäscherei und ja, so aber ist. Ich gönne einfach nicht. Aber lass uns mal schnell mal eine ernsthafte Frage. Weil ich zahle, falls dich das interessiert, was sagst du? für Haar und Bart 60 Franken. Ja, Zürich wahrscheinlich, plus minus ungefähr normal. Und ich gebe 62 wegen der Sim. Trinkgeld. Wegen 62 das Zahl von der Sim. Nicht einmal 10% gibst Trinkgeld. Bro, schon gut, man. Du gibst Trinkgeld, Bruder, 3% zu meinem Podcast erwähnen. Nein, ich gebe 3% Trinkgeld. Oh, mashallah. Bro, lass mal zu. Erstens mal, red du nicht mit mir über Trinkgeld, wenn du an Leute Trinkgeld gibst, zum nachher angehen und sagen, ich will die Hälfte vom Geld zurück. Nein, ich kann sogar das Ganze will, aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Das ist eine andere Geschichte. Und du weißt wieso. Aber warte, du weißt wieso. Das ist unfair, dass du so in der dich darstellst. Das ist unfair. Erstens das. Zweitens, ich bin vieles, Bruder. Aber ich bin A, kein gitziger Mensch. Nein, bist du sicher nicht. Und B, ganz ehrlich, warum soll ich Trinkgeld geben? Wenn ich 60 Stutz ausgebe für einen Haarschnitt, Bruder. Beim Sadik? Beim Sadik. Boah, er ist ja Fieke, Mann. Bruder. Aber mach Bruder, mach sogar 70, mach 80, die Leute zahlen. Bruder, aber er ist, wenn es jährliche Ballon d'Or für Haar geben, Ballon d'Or, würdest du geben? Nicht. Schon gut, Ballon d'Or, ja. Okay. Dann würde es halt gewinnen jedes Jahr. Ja. Lustig ist, dass der kein Haar hat, am besten Haar schneiden. Unglaublich, Bruder. Ochsen wieder gut gesagt. Ja, Mann. Er hat Haar. Aber er zeigt nicht besser für uns alle anderen. Ja. Nein, aber Bro, er ist ein Meister mit der Haar. Mittlerweile, wir sind so close, dass wenn ich ihm sage... Sind das schon Cousins? Oder? Ja, nicht. Wenn ich ihm sage, mach so oder so, sagt er mir nicht fressen. Okay. So, ich weiß, wie ich mache. Okay. So, und er schneidet auch, wenn er mir schneidet er vorne nicht und hinten schon, dann sieht es wegen Haarausfall sieht es eigentlich normal aus. Ja. Wenn ich jetzt zu ihm gehe, ich sehe aus wie ein Meth-Süchtiger, ich komme raus, ich sehe aus... Keine Ahnung, CEO von Google. Ja, nicht. Okay. Was ich raus will, ist, warum soll ich ihm Trinkgeld geben? Zu mir kommt auch noch jemand und sagt, da, du hast deinen Film gut gemacht, da, 10 Stutz. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Bruder, was er vergleicht. Ein menschliches Verlangen, das normal ist, Bruder, wo Hygiene ist, wo jeder Mensch muss machen, Bro. Und du bist mit einem Film. Bro, lass zu. Ja, sorry, wenn das mein Job ist, Bruder. Lass mal schnell zu. Für was? Bro, 60 Stutz. Man muss auf der anderen Seite noch sagen, er hat ja eine Stunde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr amix. Coiffeur, wo länger als eine halbe Stunde bei ihren Leuten sind Scammer.
Mein Bruder. Sind Scammer. Mein Bruder. Du kannst mir nicht sagen, Mein dass Bruder. dein Kopf länger, dass er für deinen Kopf und alles andere länger als eine halbe Stunde braucht. Bruder. Erstmal, Coiffeur, ich habe volumenmäßig mehr als eine Haar halbe Stunde brauchen, als du. sind euch alle am Scammen. Bruder. Dagegen halbe Stunde von die restliche halbe Stunde machen sie nur so. Sie nehmen die Länge, wo sie dir geschnitten haben, sie gehen einfach über den Kopf einmal drüber. Warum soll er länger machen, wenn er nicht muss? Bruder, er macht so, damit du kannst erzählen, mein Coiffeur ist so gut, er nimmt sogar eine Stunde Zeit für mich. Bruder, nein, los zu. Mein Coiffeur, Mit welchen Haaren hat er eine Stunde bei dir? einmal habe ich ihm 100 Stutz gegeben. Das wollte ich alles schnell. Okay. Sadik, egal was für ein Setup er dir macht, er geht dir nicht weg und da geht erzählen. Einmal habe ich Egal ihm was, wie kannst du 100 Stutz gegeben. Yeah. Und ich wollte noch sagen, ich habe ihm 100er Note gegeben und ich habe gesagt, schon gut. Und er hat gesagt, merci. Weil du hast gedacht, er macht eine Story. Er sagt jetzt so, Oh, Bruder, du hast mich Monat gerettet. Scheiße, ich kann nicht bis überleben, die 40 Franken, scheiße. aber ja, das ist eine andere Story, Bruder. Oh shit. Was ist? Ja, nicht, weißt du, ich muss ja nachher zum Essen. Ah, shit, okay. Einfach okay. so noch. So. Ja. Bro, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich will sagen. Bro, ich kann, also, an der Stelle sind wir ehrlich. Hm. Ich habe mehr Bart Ja, und mehr ich. Haare als du. Ja, fix, das ist kein. Also, Bro, Blinde sehen das. Plus, ist noch lustig mit ihm, er tut ja auch, zum Beispiel, er tut mein Bart oben und unten, also oben bei der Backe mit Wachs wegnehmen. Damit ich nicht alle 3 Tage rasieren muss. Ja. Und was er jedes Mal probiert, ist mit Faden noch den Rest sauber machen. Mhm. Checkst du? Nicht? Doch, sorry. Okay. Faden. Ja. Ich weiß nicht, wie stehst du zum Faden? Viel lieber als Wachs und all das andere Zeugs, weil ich komme allergische Reaktionen über. Auf das. Ohne Scheiß. Ja. Bro, der Wachs tut einmal kurz weh, ich habe 2 Wochen Ruhe. Ja, das andere. Aber Bro, Jeder einzelne ich bin sehr, sehr wehleidig. Sehr wehleidig. Mein Bart. Es macht weh, Bro. Also Faden. Ich sage ihm jedes Mal, Bro, wenn ich sehe, er nimmt Faden. Los jetzt. Er nimmt Faden, ich habe seine Hand. Ich sage ihm wirklich, es läuft. Ich sage ihm so, ich so, sag ich, bitte mach nicht. Ja. Ich so, bitte mach nicht. Er so, man lass mich. Ich so, sag ich. Das ist einfach nicht. Nein, aber ich sage ein bisschen leislicher, dass andere nicht hören. Ich sage immer, Bro, kannst bitte nicht. Ich so, bitte, Bro, es tut weh. Ja. Und er sagt, Bro, hör mal auf, es ist normal. Ja. Lass mich schon machen. Ja. Ich sage mir, nein, bitte los zu, bitte mach nicht. Ich flehe dich, es tut mir weh. Und es geht immer so 3 Minuten, bis er irgendwann, ja. Amix, wenn er einen guten Tag hat, macht er nicht. Ja. Und ich denke mir so, ich zahle dich, Bruder, warum machst du das, was ich dir sage? Bro, es ist mittlerweile, du bist. Deine Haare sind sein Eigentum, Bro. Ja. Er macht mit dem, was er will. Aber ich liebe meinen Koffer, wirklich. Ich bin Stamm auch, ja. Der macht starke Arbeit, wirklich. Ganz starke Arbeit. Aber Aber was ich aber nie mehr könnte machen, ich finde so, früher habe ich das noch geil gefunden, den ganzen Samstag im Koffer verbringen. So, du gehst um 11 Uhr, du weißt nicht, bin ich um 5 Uhr fertig, bin ich um 3 Uhr fertig, keine Ahnung. Bro, ich weiß nur in und raus. Aber darum besten Termin machen, Bruder. Bei uns nicht Leute. Ja, Du gehst, ich habe einen Termin. Bruder, sorry, ich habe verrenkt. Hockst ich muss ja 2 Leute machen. Ja, ich hätte ja gerade so gut kommen ohne Termin, Bro. ja. Ich war auch einmal beim Guidor oder so, ein ähnlicher, keine Ahnung, wie die alle heißen, Valentinos oder so. Ein einziges Mal, und der hat auch, ich weiß nicht, das war im Manor drin in der Stadt, Vinti. Und das war für mich eine ganz krasse Experience, Bro. Der ganz oben? Ja, das war eine ganz krasse Experience, weil ich bin mich gewöhnt an 3 Leute schreit sich auf Kurdisch oder Arabisch an. Ich habe über Fußball gelernt, Bruder, während ich Haare geschnitten bekomme. Leute schreien sich an, sie ziehen an dir, sie schneiden deine Haare. So. Für mich ist amix, Bro, hätte ich irgendwie Reizüberflutung oder Autismus, beim Coiffeur wärst weißt du, wie schlimm? Du musst dich so konzentrieren, Bro, wie Leute schreien sich an. Bei dem Guidor bin ich gegangen. Sie so, ja, willst du einen Cola? Ja. Und nachher, Bro, ich weiss noch, ich habe das Ice Age geschaut, sie haben so Fernseher aufgestellt. Ich habe Ice Age geschaut, sie haben mir einen Cola angestellt, während sie meine Haare geschnitten haben, Bro. Dann hat auch mein Vater 60 Stutz gezahlt. Bei mir haben sie
8 Schutz verlangt, Bro. Einfach für das, was heute ein Kurt 25 verlangt. Aber wie kann, ist mal ganz ehrlich, wie kann das sein? Wie kann was sein? Wie kann das sein, dass das funktioniert? Wieso fragst du da? Also sind wir ehrlich schnell. Ja. Keine Ahnung, was du redest. Ich weiß nicht, was du redest. Ja. Es lädt einfach bei uns, Bro. Es lädt einfach bei uns nicht. Geht so im lokalen Kurko Haarschneiden. Supportet den Kro. Supportet jeden, der unter 30 Franken ist, mit Haarschneiden. Und alle, die drüber sind, cancelt. Besser. Krass. Und zum Abschluss noch ganz kurz die Geschichte mit ich zahle Essen und hole nachher die Hälfte zurück. Ah ja, bitte. Weil du mich in ein falsches Licht angestellt hast. Das war ein Skandal gewesen. Aha. Das kannst du bestätigen, ich bin mit dir gegessen, Bro. Ich bin mit meinem Bruder Josh gegessen. Ich sage jetzt bewusst nicht, wie der Name ist von dem Resti, aber es ist ein Asiat und der ist beim Locher gut. Es gibt nicht viel, sucht aus. Ja. Ich bin gegangen. Es gibt schon ein paar Asiaten im Locher gut, Bro. Ja, mittlerweile schon, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, Bro, wir sind dort reingegangen, wir sind angesessen, wir haben die Wochenmenü bekommen, hat uns nichts zugesagt, haben wir alle Karte genommen, haben wir Essen bestellt. Was hast du bestellt? Ich habe eine Kokosnusssuppe bestellt, ja. mit Pouletstückchen. Irgendetwas, ja. Und ich hatte Partei. Mhm. Man muss auch noch sagen, Also, aber schon von Anfang man muss auch noch sagen, ja. schnell, es hat à la carte Menü gehabt für 18 Franken Partei mit Tofu. Ja. Aber der feine Herr hat unbedingt Poulet essen und du hast 7 Stutz mehr gezahlt. Ja, ich Zum kann à la carte. Tofu nicht so fein. Ich kann Tofu auch nicht so fein, Bruder. Darf ich nicht, es sind mir 7 Stutz. Was stresst dich, dass ich 7 Stutz für Poulet ausgebe? Egal, ja. Also, auf jeden Fall ist das Essen dann gekommen. Mhm. Bruder, ich nehme ein bisschen vom Poulet. Was hast du gesagt für ein Wort? Du so, Bruder, das schmeckt nach... Ich habe nachher rausgesagt, ich so, Alter, das schmeckt gut, komm, nach ein bisschen Teig geworden. Ich so, okay, gut, das schmeckt normal. Ja. Dann nehme ich ein bisschen Poulet. Ich so, geh wieder raus, ich so, Gott, ich so, Bruder, ich kann das nicht essen, so wegen. Ich so, Bro, das Poulet schmeckt nach Chlor. Bro. Chlor hast du gesagt, genau. Ich so, Bro, das Poulet schmeckt nach Das ist auch Chlor. eine lustige Beschreibung von Essen. Bro, es schmeckt einfach nach Chlor. Okay. Ich so, hä, ich nehme nochmal ein Stück Poulet. Ich so, hä, nachher nimmst du so, Bro, nein, es geht nicht. Mhm. Dann kommt der Typ, du bist ja fertig, weil deine Suppe ist kurz, klein gewesen. Mhm. Er kommt so, willst du einpacken? Ich so, nein, ich so, das ist nicht gut gewesen und so, das Poulet hat nach Chlor geschmeckt. Ich so, kann man gar nicht essen. Mhm. Dann kommt die Rechnung und ich habe nur überflogen. Aber er hat ja nichts gesagt. Er hat nur gesagt, okay, danke. Ja. Mhm. So, nicht mal so, sorry, tut mir leid, so, wieso, warum, nicht. Er nimmt einfach Gott noch und sagt mir Rechnung, kommt Rechnung und ich habe es überflogen und ich habe gesagt, 10 Stutz irgendwo. Ich so, okay, wenigstens hat er bei mir einfach schnell, keine Ahnung, mein Papa hat einfach 10 Stutz gemacht. Easy. Aber du hast gemeint, Ich habe gemeint, du das hast ist gemeint, meine 10 Stutz. Suppe, Ist 8 Franken. Es tut etwas mit 8 Franken. Es geht ja, unter 10. Getränk. Bro, ich habe es nicht gecheckt. Nachher ich Aber du hast zahle. mal, meine Suppe ist 25 Stutz. Ich habe das nicht mal gesehen. Schau jetzt, ich habe nur die 10 Stutz gesehen. Ich habe mir gerade so gecatcht. Ich zahle, gebe Trinkgeld. Ich so, wow, wenigstens, weißt du, korrekt, und so, wegen. Ich so, ja, Alter, Mann, als hätte ich volle Preis gezahlt und so, weißt du, so, Bro, du hast. Ich so, wie du hast. Du so, zeig dir mir Kritik, Bro, look, deine 25, meine 10. Ja. Ich so, nein, geht nicht. Ich bin gegangen, ich so, hey, und ich bin nicht hässlich oder so, irgendwas, ich so, es geht nur darum, ich habe einfach Essen bekommen. Hast du das schon mal gemacht, sorry? Das war erst mal im Leben gewesen. Gell? Erst mal im Leben Weil gewesen. du beschwerst dich nicht eigentlich. Nein. Ich bin gegangen, ich so, hey, ich habe jetzt vollen Preis für etwas gezahlt, weil ich nur 2 Gabeln hatte und ich habe es nicht gegessen, weil es nicht essbar war. Er so, okay. Ich so, ja, was machen wir? Nachher schaut er hinterher, redet mit den Leuten. Kommt also, ja, bei allen anderen ist gut. Oh, Bruder. Es ist keine Diskussionsgrundlage, wo ich am Suchen bin. Ja. Es ist auch kein, wer hat recht, wer hat nicht recht. Es ist auch kein... Du hast einfach gesagt, ich habe 3 Gabeln gegessen, Ja. ich habe alles zurück, ich zahle nicht den ganzen. Ja, ich so, Bruder, es ist auch kein, ich will dich verarschen. Iss es selber, wenn du so hast. Und sonst, ich habe 3 Gabeln gegessen. Ich bestelle nicht Essen, um dich zu verarschen. Ich habe 3 Gabeln gegessen. Es hat nicht fein geschmeckt, das war nicht appetitlich, das war nicht essbar vor allem. Ich habe es dir gesagt, wo du geholt hast. Biet mir eine Lösung. Ich sage nicht, ich bin nicht bewusst gekommen, gib mir mein Geld zurück. Hätte mir gesagt, da, Bro, 20 Franken gut, ich komme nächstes Mal auf Nacken, ist doch okay. Juckt mich doch nicht.
Stempelkarte 3 Stück. Irgendetwas, Bro. Mir ist doch scheißegal. Deswegen habe ich gesagt, wieso, was können wir machen? Ja. Na, sagt er mir einfach so, ja, keine Ahnung. Ich sage, ja, wie keine Ahnung, Bruder, ich habe jetzt schon gezahlt, hätte ich es checkt, ich hätte es gerade angesprochen dort. Dann gibt er mir einfach die Hälfte zurück. Ja, da. So. Und ich laufe aus, ich so, hä, Bruder, ja. Also, wenn ich es essen habe, und ich kann essen und das sagen, dann bin ich trotzdem gefickt. Und das ist die Geschichte. Es ist nicht irgendwie, ich zahle essen und dann kann ich sagen, ich gebe mir Hälfte zurück wegen krank. Ich will Geld rausholen. Ich habe auch lustig gefunden, dass du ihm gesagt hast, du so, es war nicht geil gewesen. Ich habe noch eigentlich gesagt, es schmeckt nach Chlor. Nein, du hast ihm so gesagt, es kann man nicht essen, es ist nicht so fein. Ja, ja. Es schmeckt nach Chlor. Er so, okay. Mit und Gott. Und nicht mit und Gott. Nachher gibt er Quittung und du sagst, er sagt ja 55, du sagst, machst 60. Ja, er so 45, so mach 50, scheißegal. Du hast, ja, genau. Dann habe ich gesagt, Bro, jetzt findest du Essen scheiße, plus gibst noch Trinkgeld. Ja. Hast du gesagt, ja, aber er hat mir weniger gemacht. Stimmt. Und nachher bist du dich beschweren. Ja. Na, check, er hat nicht weniger gemacht. Der Peach. Wie kann Pure nach Chlor schmecken, Bro? Bro, ich weiß nicht, aber ist nicht gut. Nein, ich die nicht probiert, wie ich so vielleicht ist ganz generell Ja. Pure. Bei dir ist ganz normal gewesen. Ja. Ich habe sogar das Tier noch fliegen gesehen vor mir. Ja, Mann, du musst glaub gehen, oder? Ja, ich muss gehen, tut mir mega leid, liebe Leute. Hat aber schon trotzdem gut. gelangt für eine Stunde. Kein Problem. Wir sind dumm, wir sind back. Ja, genau. Dann, jetzt muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben auch lange besprochen und wir sind wie so zum Schluss gekommen, dass wir werden wechseln. Wir werden etwas Neues versuchen, ja. Genau, und zwar werden wir ab jetzt hauptsächlich im 2-Wochen-Takt Podcasts rausbringen, also jeden zweiten Montag, damit wir erstmal auch wieder ein bisschen, ich sage es mal, zur alten Freude Ja, Mann. zurückfinden. Voll. Dass es nicht so eine, dass es für uns nicht will, eben so einen Podcast machen, das ganze Schneiden, das ganze Aufladen, das Planen, das braucht leider Zeit und es braucht viel Energie und Abgesehen davon, sorry Bro, abgesehen davon ist halt auch irgendwann mal das Gefühl gekommen von, wir müssen jetzt releasen, weil wir haben gesagt, es kommt jeder Montag. Voll. Und nachher, wenn du anhockst, wie du musst reden, dann kannst du dir auch vorstellen, wie gut das Gespräch ist, oder? Ja, Mann. Und jetzt hoffen wir, dass mit dem Wechsel auf 2-Wochen-Takt wir wieder die Regelmäßigkeit können behalten, dass es wieder lustig wird, wieder Spaß Genau. macht. Aber ja. Schreibt uns doch schnell, was ihr zusammen meint. Schreibt Voll. doch uns das Feedback, schreibt, was ihr dazu denkt. Teilt auch den Podcast, schreibt allen Leuten, wir sind wieder zurück. Jeder sollte hören. Wer nicht los ist, Dings. Egal, wer nicht los ist, einfach ein Hater. Ja, Mann. Kurz und bündig, beste Comeback sieht Britney Spears. Ja, voll. Ja. Das ist kurz und bündig.